Guten Morgen miteinander. Schön, euch zu sehen. Wir sind alle froh, ist es keine Fake News gewesen, die der Bundesrat verkündet hat. Und von dem verdanken wir auch, dass wir jetzt alle zusammen hier vor Ort sein können. Selbstverständlich aber auch sehr cool für all die im Livestream eingeschaltet haben. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Ich bin mich schon recht gewöhnt, dass ich in relativ regelmäßigen Abständen mehrere Millionen Angebote bekomme via E-Mail. In der Zwischenzeit landen die Mails allerdings meistens in meinem Junk-Ordner und ich bin nicht mehr versucht, auf das Angebot einzugehen, das mir da unterbreitet wird. Vielleicht kennst du das auch. Schon schwieriger wird es, wenn dich irgendeine Kollegin oder ein Kollege fragt, hast du auch so ein WhatsApp bekommen? Weißt du, ob ich da reagieren muss oder was soll ich mit dem machen? Vielleicht hast du sogar ein WhatsApp weitergeleitet bekommen von jemandem, wo du kennst, wo dir irgendwelche Infos gibt oder sagt, was du jetzt vorgehen sollst und wo du dich registrieren sollst oder wo irgendwie auch eine sehr bedrohliche Situation kundtut. Oder so ein weiterer Moment, den ich kürzlich erlebt habe, da bin ich so am Scrollen durch die Online-Zeitungen und dann komme ich auf einen Artikel, der mich interessiert und ich merke, er sieht ein bisschen anders aus als der Rest und er ist übertitelt mit Editorial, Advertorial. Und in dem Moment schnalle ich, dabei handelt es sich um eine Werbung und nicht um eine Nachricht. Wir leben in einer Zeit von einer unbegrenzten Flut an Informationen, an Medien, die uns Sachen mitteilen, die kommunizieren, die uns Informationen zuspielen. Wir sind dieser Flut ausgesetzt und ich würde sagen, im letzten Jahr ist das durchaus nicht weniger geworden. Die grosse Frage, die sich stellt, bei all diesen Sachen, ob es jetzt eine Pandemie, die neuesten technischen Fortschritte, grosse Ereignisse in der Vergangenheit liegen, ist, was ist wahr? Und wie positionieren wir uns im Umgang mit der Wahrheit? Wir wollen uns in dieser Serie um Fragen drehen, die die Welt bewegen. Und die eine ist der Umgang mit dieser Flut an Medieninformationen. Provokant ausgedrückt mit Fake News und Verschwörungstheorien. Über das reden wir heute. Und vielleicht geht es dir auch ein bisschen so wie mir. Und du sagst, ja, eigentlich glaube ich habe es recht im Griff. Ich weiss schon, was wahr ist und was nicht. Damit du das wirklich herausfinden kannst, bist du jetzt herzlich eingeladen, um an der folgenden Umfrage mitmachen. Die ist auf Mentimeter eingeblendet. Du darfst gerne mit deinem Handy den QR-Code scannen und es kommen 3 Fragen. Ihr habt das auch im Livestream eingeblendet. Und ich bitte euch, die jetzt zu beantworten. Und zwar einfach aus eurem Allgemeinwissen heraus. Die richtige Antwort anzuwählen, nicht zu lange überlegen, bitte kein Google Research machen. Oftmals hat Google recht, aber manchmal auch nicht. Wir werden dann im späteren Verlauf von dieser Predigt die Resultate miteinander anschauen. Ich gebe euch einen kurzen Moment Zeit für das. Und ich bin dann sehr gespannt auf eure Resultate. Zum Start möchte ich das Thema noch ein bisschen umreißen. Fake News und Verschwörungstheorien. Was ist das überhaupt genau? Ich habe mich schlau gemacht und auf Wikipedia bin ich natürlich schauen, was Fake News genau ist. Und Folgendes berichtet Wikipedia über Fake News. Als Fake News werden manipulativ verbreitete, vorgetäuschte Nachrichten bezeichnet, die sich überwiegend im Internet, insbesondere in sozialen Netzwerken und anderen sozialen Medien zum Teil viral verbreiten. Mit Viren haben wir ja auch Erfahrung in der Zwischenzeit. Eigenheiten von Social Media, von Fake News sind, dass sie genährt werden auf dem Boden von Social Media. Und darum kann man auch sagen, es ist ein neues Phänomen, obwohl es eigentlich schon recht lange gibt. Seit es die Weltgeschichte gibt, werden auch Falschwahrheiten erzählt, Falschinformationen herausgegeben. Aber so definiert ist es noch nicht so lange. Und so hat es der Begriff Fake News erst im Jahr 2017 in Duden geschafft, wo er eben umgangssprachlich erklärt, was das ist, wie wir es jetzt hier in Wikipedia gelesen haben.
Fake News sind eigentlich bewusst verbreitete Falschmeldungen. Also so ein bisschen näher an den Nachrichten vorbei werben, wo aber doch noch bezeichnet ist nicht eine Fake News. Fake News sind bewusst verbreitete Falschmeldungen. Wieso das gemacht wird, auf das werden wir gerade noch kommen. Aber Fake News, der Begriff, wird auch oft verwendet, um eine andere Meinung als falsch darzustellen. Oft hört man dazu im deutschsprachigen Raum auch den Begriff Lügenpresse. Wenn also jemand nicht zufrieden ist mit dem, wie berichtet wird, oder sagt, das ist falsch, dann sagt man Fake News. Das ist aber eigentlich nicht die ursprüngliche Verwendung. Es geht nämlich dabei um bewusst verbreitete Falschmeldungen. Aber es wird natürlich so auch sehr dynamisch genutzt. Das Ziel von Fake News sind, politisch oder wirtschaftlich, in der Politik werden sie verwendet, um Einfluss zu nehmen auf die Meinungsbildung der Leute. Und in der Wirtschaft natürlich genau gleich, auf die Meinungsbildung, aber auch ganz einfach in dem, dass man so provokante Nachrichten, die gar nicht stimmen, raushaut und hofft, dass die Menschen draufklicken, weil heutzutage verdienst du mit jedem Klick Geld, weil du wiederum Werbeanbieter hast, die dich supporten und je mehr Klicks du hast, desto mehr Geld verdienst du. Relativ simpel abgebrochen, natürlich ist das eine komplexere Geschichte, aber dass man die Funktionalitäten versteht. Ein Beispiel von Fake News aus dem deutschsprachigen Raum. In der Silvesternacht 2016 auf 2017 ist in Dortmund eine grosse Feuerwerksparty gestiegen mit vielen Immigranten. Das ist nicht ganz in den sauberen Rahmen zu und her gegangen. Es sind da ein bisschen unkontrolliert Feuerwerke abgelassen worden. In Amerika ist auf einem eher rechten Nachrichtenportal berichtet worden, dass ein 1000-Mann-Mob eine Kirche in Dortmund in der Silvesternacht in Brand gesetzt hätte. Selbstverständlich mit islamistischem Hintergrund. Das ist Fake News. Es hat nicht gestimmt und die Polizei hat das dann richtig gestellt. Was passiert? Jeder, der das liest, der kommt in eine Mühle und sagt sich, aha, ja, passt, typisch. Ein Beispiel von ganz vielen und es gibt sie in jeder Sparte von der Politik. Das zweite grosse Wort, das man verwendet, ist Verschwörungstheorien. Das ist etwas anderes, hat aber Gemeinsamkeiten. Verschwörungstheorien, was sagt Wikipedia? Als Verschwörungstheorie wird im weitesten Sinne der Versuch bezeichnet, einen Zustand, ein Ereignis oder eine Entwicklung durch eine Verschwörung zu erklären. Verschwörungstheorien sind grössere Geschichten. Die Frage ist, ob man überhaupt Theorie sagen darf, weil Theorien sind normalerweise bestätigbar. Bei diesen Theorien handelt es sich mehr um Mythen und je länger, je mehr redet man auch von Verschwörungsmythen. Sie tauchen vermehrt auf in Krisenzeiten und es gibt sie schon ganz lange. Verschwörungsmythen können riesengroße Thematiken sein, die dann einzelne Verschwörungsgeschichten beinhalten. Sie versuchen, Schuldige für aktuelle Missstände und Bedrängnis zu finden. Sie versuchen auch vereinfacht zu erklären, was teilweise für komplexe Probleme da sind, wo wir Menschen damit umgehen müssen. Oft gibt es einen kleinen Kreis von Eingeweihten, die es genau wissen, und einen grossen Kreis, der es nicht verstanden hat. Ein Beispiel, wo wir als Christen sicher auch schon viel gehört haben davon, ist der grosse Verschwörungsmythos von der jüdischen Weltverschwörung. Das ist ein Verschwörungsmythos, der immer wieder durch die Zeit bespielt worden ist. Das hat anfangen bei Mordfällen im 11. Jahrhundert in Großbritannien. Die Juden sind schuld gewesen, immer. Im 14. Jahrhundert Pest. Und was hat man gesagt? Die Juden haben die Brunnen vergiftet. Es ist weitergegangen. Es gibt die sogenannten Protokolle der Weisen von Zion im frühen 20. Jahrhundert. Dort drinnen wird beschrieben, dass die Juden nach der Weltherrschaft streben. Die Protokolle sind natürlich verwendet worden vom Nationalsozialismus als Grundlage der Nazis für ihr Wirken gegen die Juden. Und sie werden auch noch heute umgeboten, teils im arabischen Raum, wenn es um Judenfeindlichkeit geht. Und selbstverständlich ist der Verschwörungsmythos auch bis in die heutige Zeit wirksam, weil immer noch Menschen auf unserem Planeten es wagen, den Holocaust zu leugnen. Verschwörungsmythen sind riesige Geschichten. Auch sie werden befeuert vom Internet, von den sozialen Medien und selbstverständlich auch von einer Lage, wie wir sie jetzt hatten im letzten Jahr. Gemeinsamkeiten gibt es zwischen Fake News und Verschwörungstheorien. Wie schon gesagt, die sozialen Medien befeuern sie. Manchmal sind sie verknüpft, weil manchmal lässt sich es nicht ganz klar abgrenzen, was ist jetzt einfach eine Fake News und wo spielt sie eben in so einen Mythos hinein. Was sie auch in sich haben, ist, dass sie von den Menschen je länger je mehr einen guten und gesunden Umgang mit den Medien erfordern. Man nennt das Medienkompetenz.
Und wenn du älter bist als ich und wahrscheinlich auch noch ein bisschen jünger, dann hast du das Fach nie in der Schule gehabt. Zum Glück kommt das bald. Oder immer mehr. Es ist schon da. Beide Thematiken spielen auf Menschen in Zeiten von Verunsicherung, weil sie bieten Antworten und Halt. Egal, wo man genau die Abgrenzung zieht. Ich werde euch heute nicht jede Fake News deklarieren und alle Verschwörungsmythen auflösen. Das ist nicht das Ziel. Die Frage, die wir uns als glaubende, gläubige Nachfolgerinnen und Nachfolger von Christus dürfen stellen, ist, was ist unsere Verantwortung? In dieser Welt, wo das Themen sind. Vielleicht auch die grosse Frage nach der Wahrheit. Und auf diese Suche möchte ich mit euch heute zusammen gehen. Die Frage, wie können wir das Licht sein? Die Stadt auf dem Berg. In einer Welt, die mit diesen Thematiken herausgefordert ist. Und so tauchen wir doch zusammen ein. Mit dieser ersten Frage, was ist unsere Verantwortung? Und ich glaube, die erste ist sehr einfach und man findet sie quer durch die Bibel durch, immer und immer wieder. Verantwortung Nummer 1 ist eine gesunde Selbsteinschätzung. Die Bibel sagt uns im Philipper Vers 2, Vers 3, der Paulus schreibt das: Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Das ist eine konkrete Stelle und sie wird immer wieder beführt von verschiedensten Autoren in der Bibel. Im Römerbrief lesen wir auch den Paulus, er ruft auf zu nüchterner Selbsteinschätzung. Also einzusehen, dass man selber vielleicht auch nicht immer alles genau weiß, auch begrenzt ist. Oder wenn ich noch weiter zurückschaue im Buch der Sprüche, da geht es viel auch um Wahrheit und Umgang damit. Und es heisst dort, man soll sich durchaus auch mal zu Herzen nehmen, auf einen guten Rat von außen zu hören, weil selber weiss man nicht immer alles. Eine gesunde Selbsteinschätzung ist gefragt. Die Bibel ruft uns immer wieder dazu auf, demütig zu sein mit dem, was wir wissen. Und das ist sicher das Erste, was wir so als Haltung einnehmen können. Jetzt, denke ich, ist ein guter Moment, um unsere Umfrage darum aufzulösen. Weil vielleicht hast du ja auch so ein Bild von dir, was du so alles weißt. Ich bin sehr belesen und denke, ich habe wirklich von vielem eine Ahnung. Und ich freue mich jetzt, mit euch zusammen die Resultate anzuschauen. Und ich bin gespannt, wenn ihr abgeschnitten habt. Wir tauchen in die Frage 1 ein. In den letzten 20 Jahren hat sich der Anteil von in extremer Armut lebenden Menschen an der Weltbevölkerung fast halbiert, ungefähr gleich geblieben oder fast verdoppelt. Jetzt muss ich da hinten abspicken. Fast halbiert, 16%, 19 in der Mitte und 64 fast verdoppelt. Ich darf euch präsentieren, die richtige Antwort ist fast halbiert. Gratuliere. Das ist eine Good News. Zweite Frage, wir gehen durch die durch. Wie hat sich die Anzahl der Todesfälle, die jährlich durch Naturkatastrophen verursacht werden, in den letzten 100 Jahren verändert? Mehr als halbiert, ungefähr gleich geblieben, mehr als verdoppelt. Und ihr seid wirklich ein Top-Anschauungsbeispiel. Natürlich ist die korrekte Antwort mehr als halbiert. Good News. Wie viele Menschen auf dieser Welt haben Zugang zu Elektrizität? 20, 50 oder 80%? Und ich gratuliere euch, da sind ihr schon nicht ganz im Abseits gelandet. Die richtige Antwort ist 80%, 35% der Leute hier und im Livestream haben das richtig gehabt. Vielleicht bist du überrascht. Die Welt ist manchmal besser, als du denkst. Die Daten basieren auf einer breiten Datenlage von UN-Datensammlungen. Natürlich kann man auch die wieder kritisch hinterfragen, selbstverständlich. Aber es zeigt uns etwas. Der Mensch hat oft eine pessimistische Sicht. Und der Mensch weiss manchmal auch nicht so genau all das, was er meint zu wissen, weil wir sind prägt von so vielem, was von uns einprasselt. Extreme Bilder, Sachen, die wir sehen. Und by the way, damit müssen wir noch lange nicht sagen, die Welt sei wegen dem gut. Das will ich auch betonen an diesem Moment. Aber es ist doch cool zu sehen. Wir alle haben nicht so viel Ahnung, wie wir meinen. Selbstverständlich habe auch ich die falschen Antworten angekreuzt. Die erste Verantwortung ist eine gesunde Selbsteinschätzung. Und darum habe ich hier auch 2 so Boxhändchen dabei. Die sind mir von einem jungen Mitglied aus unserer Kirche ausgelehnt worden. Produktplatzierung. Danke vielmals an den jungen Herr, der mir seine kostbaren Boxhändchen anvertraut hat. Ich habe die mitgenommen, weil ich glaube, bei einer gesunden Selbsteinschätzung geht es auch darum, dass du deine Schlagseite kennst. Eine Schlagseite ist etwas Tolles, weil mit deiner Schlagseite, da schlägst du unglaublich gut zu. Das Problem ist einfach, in dem Moment, wo du schlägst, bist du ohne Deckung.
Darum ist es eine Schlagseite. Du verlässt deine Defense und du bist angreifbar. Das heisst, es könnte dort auch eine gewisse Schwäche liegen. Und so frage ich dich an dem heutigen Morgen, wenn es um eine gesunde und demütige Selbsteinschätzung geht, welche Schlagseite hast du eher? Gerade auch im Umgang mit so extremen News, vielleicht auch so ein bisschen mit Sachen, wie man die Weltereignisse einordnen muss, politische Meinungen. Bist du eher Aktivist? Das ist so der wirklich gerade in Angriff geht. Dann landest du manchmal sehr in den Extremen. Du hast sehr klare Meinungen, du weißt genau, was richtig ist und was falsch. Aktivismus kann aber auch eine andere Seite haben, nämlich du versuchst dir alles Wissen anzueignen, damit du wirklich safe bist. Und du merkst, es ist doch nicht so einfach herauszufinden, was wirklich wahr ist. Oder bist du eher der Passivist? Ich weiß nicht, wie man ihm sagt. Die passive Person. Eher in der Defensive daheim. Das heisst, im Umgang mit diesen Fragen, da haltest du dich mal am liebsten draus und sagst, ganz ehrlich, meinem Schweizer Gärtli und mir geht es ganz gut. Ich muss mir keine Meinung dazu machen. Die Gefahr daran ist, dass du dich abschottest, dass Egoismus wächst, dass du nur für dich schaust, dass du die Verantwortung, die du vielleicht hast, auch gar nicht übernimmst. Oder bist du passiv, ganz einfach, und ich glaube, so geht es vielen, aus Angst. Aus Angst vor dem, was alles berichtet und kundtun wird. Verschwörungen, die rausgeworfen werden, Falschmeldungen. Und du sagst, das alles bedroht mich. Ich habe eigentlich Angst vor dem. Und du machst Rückzug. Und die Schlagseite an dem ist, schau, Angst ist kein guter Zustand, um damit zu leben. Angst ist nicht da, damit du damit umgehst. Und die Gefahr dabei ist oft, dass man eben dann gerade auf die extremen Meinungen aufspringt, weil die vermeintlich Halt und Sicherheit geben. Was ist deine Schlagseite? Es gibt sie in allen Färbungen. Und ich glaube, es ist einfach mal gut, dass man selber sich spürt. Ich oute mich da noch gern. Ich gehöre sicher zu denen, die versuchen, alle Fakten zu haben und dann so ausgewogen wie möglich zu sein. Und dann merkst du, es geht immer noch nicht. Und dann bist du frustriert. Weil manchmal musst du eine Meinung haben. Zu denen gehöre ich. Und manchmal auch zu denen, die sagen, ein bisschen passiv bleiben, geht mir doch nichts an. Verantwortung heisst, demütig von sich selber zu denken. Das ist der Punkt 1. Wir haben eine zweite Verantwortung. Und das ist die, tief biblisch, für die Wahrheit einstehen. Sprüche, Kapitel 13, Vers 5, sagt, wer Gott liebt, der hasst die Lüge. Der Gottlose aber macht andere hinter dem Rücken schlecht. Natürlich kommt mir bei dieser Thematik auch eines der 10 Gebote in den Sinn, was heisst, du sollst kein falsches Zeugnis abgeben über Menschen. Damals war der gerichtliche Kontext gemeint, wenn man Zeugen gesucht hat. Also man soll die Wahrheit aussprechen. Als Glaubende sind wir dazu eingeladen, für die Wahrheit aufzustehen. Und jetzt bist du vielleicht herausgefordert, weil du sagst, Dani, jetzt hast du ja gerade gezeigt, wir haben ja keine Ahnung, wie können wir denn für die Wahrheit aufstehen? Was ist denn die Wahrheit? Und da habe ich echte Good News für dich. Schau, wir kennen die Wahrheit. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kommt niemand zum Vater. Johannes 14, Vers 6. Jesus ist die Wahrheit. Das ist komplex. Das ist schon fast ein bisschen philosophisch. Der Johannes hat das noch gern gehabt. Das ist umfassend. Du kennst, wenn du Jesus kennst, die wichtigste Wahrheit von allem. Es ist die Wahrheit, die alles andere in Relation setzt. Es ist die Wahrheit, die uns Impuls gibt, mit all den anderen Wahrheiten, die also an uns angetragen werden, umzugehen. Jesus und sein ganzes Wesen verkörpern die Wahrheit. Sein Sein und sein Wirken auf der Erde sind wahrhaftig gewesen. Er hat gelebt. Er kennt deine und meine Situationen. Er hat den Menschen die göttliche Wahrheit eröffnet, wo er zu ihnen geredet hat. Und er hat Sachen gesagt, die sie erstaunt haben, die sie noch nie gehört haben, die neu gewesen sind und sie manchmal auch stutzig gemacht haben. Er hat sie in eine neue Realität geführt, in ein neues Königreich, ins wahre Königreich. Und das, indem er etwas ganz Wahrhaftiges gemacht hat, nämlich den Tod auf sich genommen hat, in seinem Rettungshandeln gestorben ist und auferstanden ist und so Türen aufgetan hat für das wahre Leben, wo wir, du und ich, Zugang haben. Jesus ist die Wahrheit. Und somit ist Wahrheit auch Good News. Und ihr habt schon gesehen, darauf haben wir ein paar Good News gehabt in diesem Test. Aber das ist wahrhaftige Good News. Wahrheit und Good News, das Evangelium meine ich da dabei,
ist immer ganz eng beieinander. Good News ist Wahrheit, nicht Fake News. Unter Good News verstehe ich die gute Nachricht. Das ist die Nachricht davon, dass Jesus, Gott selber, auf die Erde gekommen ist, für dich und mich, uns ein perfektes Leben vorgelebt hat, gestorben ist und auferstanden ist. Das Rettungshandeln tätigt hat, sodass du und ich gerettet sind. Und so lesen wir auch immer wieder den Ausdruck wahrhaftig oder wirklich, es steckt immer das gleiche griechische Wort Wahrheit dahinter, überall dort, wo es um die Rettereigenheit von Jesus geht. Ich denke da an die Geschichte von der Frau am Brunnen, der Samaritanerin. Und nachher geht sie in ihr Dorf und erzählt den Menschen dort davon und die sind alle ein bisschen stutzig. Und dann heisst es, Jesus hat mit ihnen Zeit verbracht. Und nachher sagen sie, du bist wahrlich, Wahrheit, der Retter. Wahrheit ist Good News. Ein weiterer Aspekt von Wahrheit ist, Wahrheit führt immer zur Tat. Glaube an Jesus und an sein Handeln, als wahrhaftige Handeln und als wahrhaftige Sein von ihm, ist eng mit der Tat verknüpft. Und so schreibt der Johannes im 2. Johannesbrief, ich freue mich sehr, dass ich in eurer Gemeinde einige kennengelernt habe, da hat es anscheinend auch noch ein paar andere, wo ihr Leben ganz an Gottes Wahrheit ausrichtet, so wie er es geboten hat. Also anscheinend ist es erstrebenswert als Nachfolger, dass die Wahrheit, die wir erkannt haben, in der Tat sich zeigt. Ich lade dich ein. Wie sieht das bei dir aus? Eine weitere Eigenheit von Wahrheit. Wahrheit macht frei. Johannes 8,32. Ihr werdet die Wahrheit, Jesus Christus, erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Nicht umsonst reden wir heute sprichwörtlich davon, bringt die Wahrheit das Licht. Das Licht von dieser Welt ist Jesus. Bringt die Wahrheit das Licht. Und ich denke, heute Morgen ist ein perfekter Morgen, um über Fake News in deinem Leben zu reden. Und wenn du Fake News hast in deinem Leben, das heisst irgendwo verborgene Lügen, wo du merkst, die weisst nur du und niemand anders, dann geht es mir heute nicht darum, dass du irgendeinem Medium in diesem Land schreibst und sagst, sie sollen das morgen in den Montagsnachrichten berichten, aber dass du überlegst, wo musst du Licht reinbringen. In die Lügen, die in deinem Leben hinein sind, Lügen, wo du dich vielleicht darin verstrickt hast, wo vielleicht dein Handeln auch prägen, weil Lügen prägen das Handeln genauso wie Wahrheit. Weil sie behalten Sachen verborgen, sie lassen dich nicht aufblühen. Sie führen dich in weitere Schlamassel hinein, weitere Dunkelheit. Ich rufe dir heute Morgen zu. Es ist ein Tag, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Das heisst, deine verborgensten Lügen Jesus zu bringen. Ihn einzuladen, reinzukommen. Weil bei ihm ist Freiheit. Und es wird dich frei machen. Es wird dich aufblühen lassen. Wahrheit macht frei. Wahrheit schafft darum auch Möglichkeiten. Jesus ist nicht nur die Wahrheit, sondern er ist auch der Weg. Ein Weg ist immer ein Fortschritt, ein weiterer Schritt, ein Next Step. Das sind neue Möglichkeiten. Möglichkeiten, die bis in die Ewigkeit gehen. Wenn wir nämlich den Vers anschauen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann kommt er in dem Kontext, wo die Jünger fragen, wo gehst du hin? Und wie kommen wir zum Vater? Wahrheit schafft Möglichkeiten, die über die irdischen Wahrheiten ausgehen, bis ins Leben in die Ewigkeit. Was für eine gute Nachricht. Und dann noch als letzte Eigenheit von der Wahrheit. Wahrheit ist wachstümlich. Wahrheit kann wachsen für uns irdische Menschen. Jesus ist sie vollkommen. Aber für dich und für mich kann sie wachsen. Also strecken wir uns danach aus. Und gleichzeitig merken wir immer, dass wir doch nicht alles wissen können. Ich denke an einen Petrus in der Apostelgeschichte, der seine Wahrheit hat müssen verändern, über was rein und was unrein ist. Eine crazy Geschichte. Und plötzlich hat er Calamaris essen, das könnte man nämlich sonst alle nicht, wenn du gern hast. Aber das war im Fall ein Change von der Wahrheit. Und der Petrus hat Demut gebraucht, das sich einzugestehen, dass einmal etwas anders werden kann. Dass es darf. Wahrheit ist wachstümlich. Ich denke an einen Hiob, der in der misslichsten Lage von seinem Leben war. Und hat erfahren, Gott ist noch mal grösser. Und so gibt es ganz viele so Bilder. Menschliche Perspektive ist begrenzt. Gott schenkt wachstümliche Wahrheit, dass wir mehr sehen können. Strecken wir uns danach aus. Das ist biblische Theologie zu der Wahrheit. Was heisst das jetzt für den Umgang mit diesen Meinungen, die umgeboten werden in unserem Alltag, in unserer Gesellschaft, in den sozialen Medien, im Internet, in den Zeitungen? Ich möchte uns allen 5 Haltungen mit auf den Weg geben. Und die eine haben wir jetzt schon 3-mal gehört, aber sie ist extrem wichtig. Sei demütig und nüchtern. Und ich möchte die Haltungen, und die erste jetzt dann auch gerade, immer mit ein paar Fragen begleiten. Weil ich glaube, Fragen, die die Welt bewegen, ist immer ein guter Moment, um uns Fragen zu stellen.
Nicht Antworten. Antworten sind manchmal ganz schnell. Aber Fragen stellen, wo wir stehen. Sei demütig und nüchtern. Weisst du, wo du selber stehst? Kannst du dich gut selber einschätzen? Besteht es um deinen Aktivismus, Passivismus? Konkrete Fragen. Wie reagierst du auf Nachrichten? Sehr emotional? Mit Angst? Mit Wut? Mit Aufregung? Such Nüchternheit. Schnauf mal tief durch. Denk an die Wahrheit, an Jesus. Wart vor dem Weiterleiten, ob sich die Nachricht, die du bekommen hast, vielleicht noch bestätigen kann. Wenn du das Portal nicht kennst, wo das berichtet hat, schau mal, ob es auf einem, wo du kennst, auch berichtet wird. Kommentiere nicht sofort. Manchmal macht man es zu schnell. Kennst du deine Schlagseite? Könntest du dich manchmal kritischer hinterfragen? Musst du vielleicht gerade auf den sozialen Medien deine Filterbubble, kannst du googlen, wenn du nicht weißt, was es ist, sprengen und auch Sachen anfangen zu followen, die nicht ganz deiner Meinung entsprechen, dass dein Bild breiter wird? Haltung Nummer 2. Such die Wahrheit. Erkenntnis von der Wahrheit ist wachstümlich, darum such sie. Ganz praktisch auf unser Thema von heute Morgen kann das heissen, eigne dir Nachrichtenkompetenz an. Es gibt Online-Kurse, die man machen kann. Es gibt das sicher auch schon bald an den Schulen, wo man sich einschreiben kann, die es so gibt in unserem Land, wo man Kurse besetzen kann, weil es ist entscheidend wichtig, dass man mit Nachrichten gut umgehen kann. Das heisst, Textgattung erkennen. Ist etwas eine Meinung, ein Kommentar, der geschrieben wird, oder ist es eine sachliche Haltung, bevor man wütig losschreibt? Das heisst, Bilder googlen. Bei Google gibt es so eine Bildersuchfunktion und man kann schauen, ob das Bild wirklich in diesem Kontext war oder ob das schon vor 10 Jahren noch gebracht worden ist. Das heisst, eben vielleicht einmal zuwarten vor dem Teilen, Selbstbeherrschung haben. In Bezug auf die Suche nach der Wahrheit auch noch folgende Fragen an dich. Suchst du auch Jesus im Meinungssturm? Musst du dich sorgfältiger informieren? Wie steht es um deine Medienkompetenz? Haltung Nummer 3. Vertrau. Man könnte auch sagen, bist furchtlos. Vertrauen kommt aus Nähe. Und darum vorher such die Nähe zu Jesus. Wenn du nahe bei ihm bist, dann spürst du ihn. Vertrau auf Gott als allererstes. Dann kannst du ihn erkennen. Such aber auch die Nähe zu Menschen, die vielleicht mal eine andere Meinung haben als du. Je näher dass du bist, desto mehr fängst du an zu spüren. Verständnis wächst. Man kann es einordnen. Und so ganz grundsätzlich, fürchte dich nicht. Wir haben einen Gott, der sagt, fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Du kennst den, der das sagt. Fürchte dich nicht. Wo ruft Gott dir zu vertrauen? Gibt es einen Bereich oder ein Thema, wo du durch mehr Nähe zu gewissen Menschen Vertrauen kannst gewinnen? Haltung 4. Verkünd Good News. Verkünd Jesus. Er ist die Wahrheit. Jesus ist Liebe, Wahrheit, Klarheit, Barmherzigkeit, Rettung, Hoffnung, Freude, Frieden, Halt. To be continued. Strahlt dein Leben die haltgebenden Eigenschaften von Jesus aus. Verkünd Good News. Ich glaube, heute ist der Moment, wo ich dir zurufen darf. Oftmals bist nicht du der Arzt, ausser du bist ihn gerade. Nicht du der Historiker, nicht du der Politiker, nicht du der Alleswisser, sondern in erster Linie bist du eine Nachfolgerin und ein Nachfolger von Jesus. Also verkünd ihn. Und dann leb Good News. Haltung 5. Leb das aus. Die Wahrheit, für die Wahrheit einstehen, heisst immer, wenn wir sie kennen, dann sind wir dazu aufgerufen, danach zu handeln und auf ihren Fußstapfen zu laufen. Und das machen wir in der Haltung, indem wir Böses mit Gutem überwinden, wie es der Römerbrief uns sagt. Und so möchte ich dich fragen, gibt es Themenbereiche, wo heute Morgen der Moment ist, wo du nochmal hörst, dass du zur Tat aufgerufen bist, weil du die Good News, die Wahrheit sollst ausleben.
Weil du zur Wahrheit sollst stehen. Weil du gerufen bist, um für sie aufzustehen. Fragen bewegen unsere Welt. Ich glaube, wir sind Gesendete, um drinnen den Menschen Halt zu geben. Ich möchte beten. Ich lade euch ein zum Aufstehen dazu. Und als allererstes möchte ich eine Gruppe von Menschen adressieren, möglicherweise im Livestream dabei ist oder auch hier vor Ort, die sagt, ich habe schon viel von Jesus gehört oder die sagt, ich habe noch nie von Jesus gehört, aber heute Morgen habe ich gehört, dass er die Wahrheit ist. Und wenn du so eine Person bist und spürst, dass du diese Wahrheit in deinem Leben haben willst, nämlich die Wahrheit, dass es eine Rettung gibt für dich, die Wahrheit, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, die Wahrheit auf eine Ewigkeit, auf ein Leben in Ewigkeit, dann laden wir dich heute Morgen als eine Gemeinschaft ein, um in diese Wahrheit einzuschlagen. Und wenn du das bist, dann darfst du jetzt mitbeten im folgenden Gebet. Jesus, du bist die Wahrheit. Und Jesus, ich brauche Wahrheit. Und heute Morgen sage ich dir, dass ich die Wahrheit aus mir selber nicht finden und mir aneignen und besitzen. Aber dass du wahrhaftig auf die Erde gekommen bist und dein Leben für mich eingegeben hast. Dass du wahrhaftig auferstanden bist, sodass ich ein ewiges Leben habe. Und ich will teilhaben an dem. Ich vertraue dir und deiner Wahrheit mein Leben an. Ich lade dich ein, dass du mit deiner Wahrheit in mein Leben kommst und Lüge entlarvst, dunkle Stellen beleuchtest, Sachen ans Licht bringst, sodass ich zu einem Träger von deiner Wahrheit mehr und mehr werde. Und das ist schon geschehen an dem heutigen Morgen, in dem jetzigen Moment. Danke vielmals. Amen. Jesus, danke, dass wir dich kennen dürfen. Du bist die Wahrheit. Und wir danken dir auch, dass wir gerufen sind von dir, um zu deiner Wahrheit zu stehen. Ich bitte dich von Herzen um eine Befähigung von uns als Kirche, dass wir deine Wahrheit verkünden können, dein Licht. Ich danke dir auch vielmals, dass du der bist, der sagt, fürchte dich nicht. Und ich spreche das heute Morgen da unter uns aus. Fürchte dich nicht. Jesus, bis heute Morgen der Halt gibt. Menschen, die im Moment auch unter Angst leiden. Angst mit dem, was alles abgeht. Angst mit Fragen, die rum sind. Angst mit Haltungen. Angst vielleicht auch vor Konfrontationen. Angst vor Diskussionen. Komm du mit deiner Wahrheit. Und ich bete, dass du redest zu jedem Einzelnen von uns. Dass du uns hilfst und befähigst, in deinen Fußstapfen zu laufen. Ich bete, dass du uns hilfst, die Haltung einzunehmen. Und das in uns anfängst zu vollbringen, was dran ist, in deinem Namen. Amen.